Einen schönen guten Abend, Freunde der Volksmusik und alle, die es noch werden wollen. Ich bin der Max, ich spiele für euch wieder Runden Pokémon Weiß im Namen des Mr. Teams und damit begrüße ich Sie und alle, die sich wieder hierher verirrt haben, zu einer weiteren Folge von Pokémon Weiß Gift Monotype Challenge. Yo, letzte Folge haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Wir haben literally in die Drachenstiege eingestiegen, haben uns ein bisschen gelabert, okay, dann haben den ganzen Weg zurückgelaufen, haben ein richtig schönes ASMR-Gameplay gehabt. Und jetzt direkt im Anschluss haben wir den alten Palast gefunden, in den wir jetzt auch, wie man so schön sagt, eindringen werden. Baby, Baby. Ferien hat es gerade erzählt, wie Laura bereits vorging. Und ja, unsere Pokémon sind nach wie vor Sepp, Olga und der Schwammerl. Das werden auch nicht mehr werden, probably. Mal schauen mal, wo die Reise noch hingeht. Türkischer Treibsand, ja. Ganz klassisch. Aber da muss ja eine gute Geschichte dazu erzählen. Früher hat es für Nintendo DS ein Spiel gegeben, das hieß Mario Party. Mario Party gibt es ja heute in vielfacher Ausführung, aber Mario Party war damals auf dem Nintendo DS einfach ein Klassiker. Und da gab es ein Minispiel, das hat einfach Tückische Brücke geheißen. Bloß my dyslexic ass hat damals halt einfach Türkische Brücke gelesen und seitdem war das für mich einfach die Türkische Brücke. Und ich habe mich lange gefragt, wo denn besagte Osmanen sind. Also es war relativ lustig, sage ich. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was an der Brücke jetzt türkisch sein soll oder nicht. Aber letztendlich habe ich das Spiel dann nach einer langen Zeit mal wieder gespielt und es stellte sich heraus, dass es halt eine türkische, sondern türkische Brücke geheißen hatte. Ja, das war relativ lustige Sache. Gut, aber das an der Stelle bloß erwähnen und deswegen auch gerade der Wortwitz mit der türkische Treibsand. Ich sag ja nur. Der jetzt alle ein bisschen grob unter der Welt, ne? Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass man hier auch deutlich früher hin könnte, als wir aktuell sind. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach vielleicht sogar fast ein wenig Spielprogrammierung-Scheiß. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen wack. Trotzdem kriegt man noch 700 G für die Scheiße. Ui, da geht's rein. Da kommt man nicht raus. Oh bitte, muss ich mir jetzt jedes Mal die ganze Animation anschauen? For real? Na, ist halt jetzt echt for real? Okay, da kommt man später wieder raus, das ist schon mal gut. Okay, da geht's dann dementsprechend auch direkt runter, oder? Habe ich das richtig verstanden? Aber man muss sich jedes Mal die komplette Animation anschauen. Das ist cringe. Kannst du nicht einfach bitte direkt absaugen? So wie Fett. Ich glaube darin haben wilde Pokémon. Mein Glauben wurde bestätigt. Oder Makabaya. Ich glaube, wenn wir Geist Monotype Challenge gespielt haben, war das literally das erste und... Nein, es gibt 3. Die Frage ist Makabaya eigene Entwicklung oder wird Makabaya zu Eknatoll? Ich wüsste nicht, ob Makabaya und Eknatoll einzelne Pokémon sind oder ob das literally Weiterentwicklung voneinander ist. Oder Schild oder Feder? Ja, beide ergeben uns nichts. Schildfossil wird Caripas, Federfossil wird Flopteryx oder Aeropteryx. Fluggestein und Wassergestein hilft uns beides nichts. Aber ich war schon immer ein Fan von Caripas, muss ich sagen. Aus dem Grund Schildfossil. Ja. Weiter. Meister GC Spiel ist so. Es gilt nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, Team Plasma zu schlagen. Als ob du mich jetzt nicht battlest. Los, lass dich durch den Treibsand nach unten fallen. Ja, und wieder recht battlen. Jawohl. So, und der Rest, der denke ich, sollte jetzt wieder auf normalem Level sein. Weil die Plasma-Typis werden ja nicht vorher schon gewartet haben. Was toxisch war. Und die ja damit dazu trauen da, aber... Na, ist wieder relativ vom Level her normal. So, die Frage... Also ja, wieder, ich versuche so ein bisschen den Lernaspekt hier mit reinzubringen, seit ich letztes Mal erfahren habe, dass tatsächlich sich die Leute dafür interessieren, was ich da absonder.
Warum greife ich Kuckmada beispielsweise hier mit Kreuzschere an und nicht mit Giftschweif, nicht mit Schaufler oder mit Felsgrab? Naja, es kommt einfach literally auf die Stärke der Attacke drauf an. Das liegt an folgendem. Ich selber bin vom Typ Käfergift, ich halte aktuell einen Expertengurt, sprich sehr effektive Attacken werden deutlich stärker. Keine von meinen Attacken ist sehr effektiv gegen das Gegner-Pokémon. Und da Felsgrabstärke 50 in der Edition, Schauflerstärke 80, Kreuzstörerstärke 80 und Giftschweifstärke 65 oder 60 hat, ist allein für die Stärken hier entweder Schaufler oder Kreuzschere praktisch am besten. Da ich jetzt vom Typ Käfergift bin, kriegt Kreuzschere nur mal 20% Step-Bonus, also Same Type Attack Bonus, also damit nur mal 20% stärker einfach als Schaufler. Außerdem auch Schaufler zwar runter und ich will mir das Resident Sleeper Gameplay nicht anschauen. Also die Frage rührt praktisch ganz einfach daher, es ist die stärkste Attacke in meinem Kit in dem Moment. Nämlich mit 80 mal 0,2, das sind 80 durch 5. Oh, der Mathe bin ich nicht gut. 30 durch 5 ist 6 und 16. Dann haben wir Stärke 96. Das ist gar nicht verkehrt. Deswegen ist das im Moment meine stärkste Attacke, einfach durch meinen Step. Giftschweif hat das Step gekriegt, hat aber deutlich niedrigere Grundstärke. Schaufler hätte dieselbe Grundstärke, aber gar keinen Step, weil ich nicht Boden bin als Typ. Und deswegen ist Kreuzschere tatsächlich meine Go-To-Attacke im Moment, wenn ich heute gegen Pokémon kämpfe, die nicht also keine Anfälligkeit gegen mich haben. Vorher habe ich einen Pudersand gehalten, da war es natürlich besser Schaufler zum Sitzen, dass der 20% kriegt. Wobei, eigentlich war es sogar genauso gut wie Kreuzschere. Aber damals hatte ich noch keine Kreuzschere, sondern Käferbiss, muss man auch dazu sagen. Und Käferbiss ist deutlich schwächer. Käferbiss hat 60-100, glaube ich. Während Kreuzschere 80-100 hat. Also ich glaube, also später hat es auf jeden Fall 80-100. Ich glaube, dass später auch 10 AP hat statt 15. Deswegen glaube ich, dass in der Reihe ein bisschen schwächer ist. Schaue ich auch nochmal nach. Jetzt müssen wir niesen. So, das wollte ich jetzt nicht tun. Uiuiui. Oh, die Ponytox. Das ist eine gute Maus. Steht's Maus, weil es Mausohren hat. Ich muss noch mal niesen. Doch nicht. Masel kommt. Oh. Naja, so war das damals im Krieg. Wir haben nichts gehabt. So Pokémon habe ich grundsätzlich immer Angst davor, dass die irgendwie Duftnote oder so haben, der wo der später noch Damage macht. Skuntank ist so ein Klassiker. Jetzt bin ich halt dann untergerannt. Alter, wie retarded bin ich denn eigentlich? Fucking Christ, Alter. Ich glaube, irgendwo hier müsste Sandgrab sein. Als TM, wenn ich es wirklich nicht ganz falsch im Kopf habe. Jetzt muss ich mir trotzdem aber schneizen. Deswegen mute ich mir jetzt trotzdem noch mal kurz. Weil ich das nicht auto will. Jetzt. So, da haben wir wieder. Schnell gegangen. Und weg, Rockerman. Level 36 entwickelt sich der Rockerman auch zu Ravigator, oder nicht? Also es müsste eigentlich schon entwickelt sein. So. Es triggert mir jetzt ein bisschen, dass ich das auch nicht mitgenommen habe. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich zuerst wieder raufkomme. Alter, als ob... Achso, man kommt mit Sprinten immer rein. Ach, deswegen. Ich habe mir vorher schon gedacht, ich bin doch da nicht vorbeigerannt. Ich bin doch nicht dumm. Also ich bin schon dumm, aber nicht so dumm. Okay. Und da geht's auch bloß oben. Okay. Da werden wir ja nicht das letzte Mal da, wenn ich sag's euch, wie es ist. Okay, dann gibt's 4 Unterebenen. Okay. Da kommt man da runter. Das kann uns auch erst einmal noch wurscht sein. Okay. Das ist das, wo man runterkommt. Okay, man darf nicht sprinten. Okay. Und die Eventualität hatte ich tatsächlich überhaupt nicht gedacht. So, sortieren, damit wir unseren Top-Schutz herkriegen. War Zufall, dass wir genau bei T waren übrigens. Ach, Spukball. Alter, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Die Frage ist, lernt das einer von unseren Boys? Geh weg. Das war gut gegen den Geist-Typ, später in der Top 4, weil man muss ja an später denken, Alter. Scheiße. Das ist gar nicht cool.
Da tatsächlich, mit Sprinten kommt man tatsächlich immer rein. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Da ist noch ein Trainer, den haben wir auch noch zusammen. Die Frage ist, ob hinter dem noch TM liegt oder nicht, aber ich glaube, wenn wir aber still nach unten gehen, zieht man es auch automatisch rein. Aber das mit dem Sprinten, ja, ich sprinte halt normalerweise allweil. Deswegen hat man das gerade ganz schön abgezogen, möchte ich fast sagen. Oh, mir beißt in den Nosen. Was ist denn jetzt, weil ich das Fenster vorher aufgehabt habe oder was? Kommen die Polen schon wieder. Oh, Level 49. Jawohl, der Sepp, der geht recht steil, der Junge. Und Unra Tytox kommen auch mal noch. Also an der Stelle, ja, komm. Also pass auf, normalerweise, wenn Giftschweif nicht sehr effektiv und Felsgrab Steinhagel, weil da die Steinhagel einsetzen, weil ich einfach die zwei Animationen nicht sehen will, weil das mir so lange dauert. Schaufler da jetzt auch zum Sitzen. Und ich habe die Möglichkeit, Säurepanzer oder so zum Sitzen. Aber ich bin jetzt... Aber durch das Giftschweif und die anderen Sachen alle nicht sehr effektiv sind oder halt Felsgrab so wenig trifft, nehme ich trotzdem die 2 Runden in Kauf. Vor allem Punish bin dieses deutlich Nummer, dass er einfach No eins hat. Also die muss man nur mal 2 Runden anschauen. Also wie lange hat eigentlich Kirabhendra, also der Sepp, den Moveset mittlerweile? 10 Folgen? 8 Folgen? 7 Folgen? Also relativ lang mittlerweile. Da wäre man tatsächlich überhaupt nicht exakt, egal wie lange das man rumchillt. Holy shit. Nur wenn man sprintet. So, ich glaube, da geht's aber runter. Jawohl. Und alles andere haben wir. So, Olga ist die stärkere, das passt also für den Doppelkampf. Naja. Ach was, die kämpfen mir hintereinander. Ja gut, das ist ein Doppelkampf. Schade, Doppelkämpfe habe ich selten. Wir haben schon einen Doppelkampf gehabt und einen Dreifachkampf haben wir schon gehabt. Der ist nicht gut ausgegangen, auf den Schwammerl. Armer Schwammerl. Heute sehe ich gerade, hier ist eine Unstimmigkeit. Das sehe ich nicht gerne. So. Also, ne, wie immer, ja, unser Facecam-Gewinnspiel fällt in dem Fall, in dem jetzt mal raus. Die Facecam ist bekannt, nämlich wollte ich an der Stelle darauf aufmerksam machen. Wir als Mr. Teamsucher nach wie vor noch Sponsoren. Das letzte Folge bereits erwähnt. Falls die Zuschauer, wo hier zuschauen, ein Unternehmen haben und sich denken, ja, Leute, die wo zwar keine Zuschauer haben, aber richtig coole Typen sind und vielleicht in Zukunft noch krasse Zuschauer kriegen. Praktisch so richtig jetzt, was am Anfang noch günstig ist. Die sponsern wir gern. Und vor allem das Schöne bei Mr. Team ist, wir nehmen auf jeden Fall Sponsoring in Form von Naturalien an. Und vor allem, wenn man jetzt, ich sag mal, Bierhersteller ist, ne, ist Sponsoring in Form von Produkten, die man aus der eigenen Palette anbietet, außer das alkoholfreie Weizen, relativ gern gesehen bei uns. Das heißt, ne, Geschäftsadresse ist bei uns verlinkt auf Facebook und alles. Haut's und so. Wir suchen immer nur noch Sponsoren. Ihr könnt eigentlich praktisch dann richtig schön so einen Werbebanner bei uns einfügen. Gar kein Problem, den kriege ich da auf jeden Fall nur unter irgendwo. Also, haut entweder mich, an Janis oder an Regio. An Fabio oder an Jojo eher weniger. Da habe ich eigentlich grundsätzlich eher Angst um den Fortbestand. Dementsprechend, ne, man hat mal Gönnzeichen. An der Stelle nochmal der alte Ausruf. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer weiblichen Person, einer Dame, so zum Song, mit dem Nachnamen Nagant, die bereit war, hier ins Ehegelübde einzutreten. Dementsprechend, hit me up, ne? Für einen Inside-Joke. Der Janis weiß Bescheid. Endlich eingeholt. Via Angel. Los, kommt her zu mir! Oder Heran und geht's, ist ein Ordnung, das ist schwierig. Sieh an, sieh an. Das ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja alle redlich Mühe, Zeitraum das zweite Drachen-Pokémon zum Leben zu erwecken. Doch den Dunkelstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn,
Fühle dich geehrt, Mates. Unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. Sodann wirst du unserem König in einer letzten, entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du allerdings, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmählichen Knechtschaft, unter welcher der Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich die Pokémon denn von ihren Trainern getrennt zu werden? Die Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist es das, was ihr unter Freiheit versteht? Hört, hört! Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem er vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon zu einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchforstest du ziellos die Einal-Region. Und obgleich dich ein so unerbittliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist? Diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben? Wir sind Team Plasma. Und unser König wird den Menschen von Einal beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will. Und genau wie einst der Held, der Einal gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Reshiram und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ich werde siegreich sein! Wir werden Sieger sein! Für alle Trainer und ihre Pokémon, die ihre Pokémon lieben und für alle Pokémon, die ihre Trainern vertrauen. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen muss. Bist du hier geblieben, nur um mir das zu sagen? Echt jetzt? Beleidigung kannst du dir echt sparen, Brudi. Du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt, die zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstenliebe liegen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund. Ich möchte dir lediglich die unnötige Pein und vor allem jenen Schmach ersparen, die dich gewiss, nicht gewiss, weil mit IE, sondern mit Doppel-S, für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja, gebrochener Menschen, insbesondere die ermattende, von tiefer innerer Leere kündende Dunkelheit in ihren Augen, mich in einen Zustand überschwänglicher Freude versetzt, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei allezeit mit dir. Ciao, ciao, ciao. Wie soll denn mal abhauen, die Leute? Lauro, was hast du jetzt vor? Er sank in seinen Stuhl zurück. Ich kehre zur Pokémon-Liga zurück und stelle mich ein. Allerdings ärgert es mich, damit genau nach dem Wunsch von Gilzis zu handeln, verdammte Kacke. Und was ist mit dem Dunkelstein? Lauro, gehen wir doch erstmal nach draußen. Vielleicht sollten Sie sich mal hinlegen und eine Pille nehmen. Ja, gute Idee. Dir ist die Luft zu stickig. Verstehst du? Ich habe eine geladene Waffe dabei. Da fehlen mir glatt die Worte. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was mag dieser zwielichtige N bloß im Schilde führen? Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachen-Pokémon beweisen, dass er im Recht ist? Der Visokaster klingelt. Mates? 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 Hallo Mates? Bist du da? Ah, endlich habe ich dich. An der Strippe. Hör mir gut zu, Mates. Lass alles stehen und liegen. Komm auf der Stelle zum Museum in September City. Auf der Stelle, hörst du? Ich meine denn das sehr, 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 sehr ernst. In Ordnung? Los, nimm die Beine in die Hand.
Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Escher bis hier hören. Eine Bitch. Sie schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag da nur vor sich gehen? Ich mache mich sofort auf den Weg zum Museum von September City. Ohne Begründung. Scheiß Flieg-Pokémon, ich hasse euch alle. Und ich werde nochmal den alten Palast hingehen und unter die Lupe nehmen. Ich kann und will nicht glauben, was dieser Scharlatan von Gezes sagt. Begib dich jetzt am besten schleunigst zum Museum von September City. Nö, ich gehe auch noch mal hinunter, weil ihr habt mich tatsächlich der Chance beraubt, den letzten Ding zum Schauen. Aber ich glaube, da komme ich literally nicht weiter. Ich glaube, da muss ich jetzt direkt wieder rauf. Ich dachte mir, muss ja durchgehen können. Na, ich muss tatsächlich nochmal ganz runter, weil ich mir die Chance genommen, mir den ganz unteren Ding nochmal zu schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die Stimme, wo mir am meisten rasiert. Den glaube ich, eine halbe Stunde spreche, dann hast du keine Stimme mehr. Gut, dass der nicht viel Sprechrolle hat. Also wenn er eine Sprechrolle hat, hat er direkt so eine halbe Stunde Monolog. Das ganz uneingenommen wird. Aber ich habe mir noch Heeren und Gezes haben bei mir fast dieselbe Stimme. Da war ich nicht drin. Heeren und Gezes haben bei mir halt fast dieselbe Stimme. Das ist bei mir halt relativ schwierig. Dementsprechend die zwei beide gleichzeitig zum Sprecher. Beides. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, wie es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich gegangen. Oh. Ja, Lauro ist auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Der hat die Fresh-Stimme von mir bekommen. Weil er alt ist, versteht's? Wobei er noch gar nicht so alt ist. Der Eberhard Escher hat auch so eine Rentnerstimme von mir bekommen. Schwierig ist auch Lilia und Professor Escher auseinander zum halten. Lilia kann sich literally nur davon unterscheiden, dass sie einfach schneller rennt und ein bisschen heller noch. Camilla kommt hoffentlich nicht mehr vor, weil die habe ich auch ähnlich gesprochen. So, aber da geht's nämlich noch hoch. Okay, das ist jetzt japanisch, aber jetzt kann ich das erste Mal sagen, wie Schaufel funktioniert außerhalb von Kämpfen. Genau, weil dann kommt man ans Ende eines Dungeons. Nice, da schaut's, gell? Schau, wir müssen nach September City. Das Schlimme ist, wir müssen das nachher alles wieder rennen. Okay, wir müssen uns erstmal anschauen, wo zum Frick September City denn eigentlich ist. Unten, dann ist Stratos, rechts. September, okay, gar nicht so weit. Also gar nicht so weit für jemanden, der das alles laufen muss. Ah ja, übrigens, du haltst doch meine Pokémon. Für euch Info an alle. Wenn ihr Trainer oder, also Doktoren oder Nurses, also Krankenschwestern oder Doktor, den Trainertyp seit der 5. Generation, glaube ich, also seit derer, glaube ich, ist das tatsächlich erst so, besiegt, halten die eure Pokémon immer. Nicht bloß direkt nach dem Kampf, sondern auch immer, wenn ihr es auf der Route wieder ansprecht. Das ist wie ein mobiles Pokémon Center. Ultimativ praktisch. Kann ich euch wirklich bloß ans Herz legen, den Tipp. Geh halt weg. Topschutz, genau. Also es ist auch was ich relativ früh tatsächlich durch Zufall rausgefunden habe. Habe ich tatsächlich nicht nachgelesen. Ja, mit dem Topschutz geht das Ganze natürlich besser. Jetzt haben wir da halt nicht einmal viel Route gehabt, aber es ist mir einfach trotzdem zu dumm. Wir haben so viel Geld, warum soll man denn geizen? So, wir haben sogar ein Rad. In dem Fall geht's nur ein bisschen schneller. Oh, wir kommen nochmal über die schöne Brücke kommt man gerade. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, durch das, wenn du halt Fliegen hernimmst die ganze Zeit, hast du halt nie was von den Routen. Also du siehst halt die Sachen auch genau einmal und dann nie wieder. Und jetzt, durch das, dass wir halt kein Fliegen haben, sehen wir halt die Sachen auch mehrmals. Schon cool irgendwo. Ich hoffe, wie gesagt, nach wie vor bloß, dass wir den Nationaldex vor der Top 4 kriegen. Wobei ich das nicht glaube. Dementsprechend, tut es mir natürlich leid, dass ich da ein Gift gewählt habe, weil hätte ich ihn einfach normal oder Käfer hätte ich nicht mehr so, den kommt bei dem Nachhinein. Weil Käfer hat wirklich so viel Pokémon.
Also wir haben halt so viele Sachen gehabt. Wir haben halt einfach Matrifol gehabt, wir haben Kerapendra gehabt, wir haben Hydragil und Kavalanzas gehabt. Oder. Durch das, dass wir allein spielen, wahrscheinlich sogar nur Laukaps. Ja, da geht es natürlich gleich weiter. Wir haben gehabt, uns ist mir vorher eingefallen, Litomid und Castellit. Und Ramot später auch noch. Ja, hätte schon einiges gegeben. Naja. Aber jetzt geht's erstmal weiter in der Story. Oh, hoppala. Laura hat mich bereits über alles aufgeklärt. Da bist du ja in einen ordentlichen Schlamassel geraten, Mates. Redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, der im Wüstenreservoir gefunden wurde. Genau. Der hat da tatsächlich etwas mit dem Drachen-Pokémon zu tun. Gewiss. Bei meinen Nachforschungen über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ja Materialien verbaut wurden, die auf denselben Epochen hinweisen, aus denen auch dieses Dunkelstein stammt. Das waren eigentlich meine Nachforschungen. Wow, das war echt gute Arbeit. Aber dann können wir ja wirklich von Glück reden, dass Team Plasma vorhin nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde, oder? Das kannst du laut sagen. Dann können wir wirklich glücklich sein, dass Professor Team Plasma nicht drauf aufmerksam wurde. Wir könnten es wohl ganz sicher davon ausgehen, dass diese Halunken den Draco-Schädel gestohlen haben, weil sie vorhaben, das legendäre Drachen-Pokémon wieder zu erwecken. Nun gut, Mates, dann nimm du denn jetzt. Einen Augenblick, Mates. Wenn du den Dunkelstein an dich nimmst, bedeutet das, dass du dich N zum Kampf stellen möchtest, wenn du mit ihm zusammenstößt. Bist du darüber im Klaren? Nein. Heißt das, du willst hier warten, bis Ns Traum von einer Welt und der Pokémon-Trainer voneinander getrennt wird, dass ihm was wahr wird? Yo. Es tut mir aufrichtig leid, aber ich muss dich trotzdem darum bitten. Nimm den Stein an dich für den Fall der Fälle. Nein. Okay. Du musst mir jetzt mein aufdringliches Verhalten verzeihen, aber ich bin sehr alt und komme bald in Rente. Bitte beschützt diese Welt, in der uns Menschen ein Zusammenleben mit Pokémon vergönnt ist, wenn es darauf ankommt. Ich verstehe. Der Dunkelstein bringt also die Macht, dem Pokémon und uns im Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir, gut darauf aufzugeben. Dunkelstein erkalten. Galofzelig, Buschmühe. Und wie bewerkstelligen wir nun das aus dem Stein Drachenpokémon? Wie mein? Also... Ich hab's. Warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Der alte Lysander. Mates, ich werde mich auf den Weg nach Twin City machen. Der Rennleiter dort kämpft mit Drachenpokémon. Vielleicht kann der uns auch weiterhelfen. Ich gehe schon mal einmal voraus und warte dann auf dich. Bis bald. Diese Scheiß... Der will halt immer seinen Flug-Pokémon flexen, da dieses Arschloch. Natürlich, ihr habt recht. Es ist möglich, dass Lilia aus Twin City etwas weiß. Mage, vergiss bitte niemals, dass deine Pokémon sicher an deiner Seite sind. Wir begeben uns dann zurück ins Labor, um uns über das Drachen-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man es wieder erwecken kann. Ciao, ciao, ciao. Und Bälle du bestimmt auch, oder? Nur keine Angst, wenn du in eine Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zur Hilfe. Viel mehr als dass die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Weißt du eigentlich, wie du nach Drake City gelangst, Mates? Wenn du von Nevayo City aus über die Zylinderbrücke überquerst, bist du so gut wie dort. Dann nimmst du die dritte Auszweigung an der A9 rechts bei der Abfahrt Meppenburg-Vorpommern und dann geht's noch 300 Kilometer geradeaus und dann solltest du irgendwann in Lodz sein. Wenn dir meine Wegbeschreibung aber noch nicht reicht, dann wird am besten ein Blick auf deine Karte. So, und jetzt dürfen wir die ganze Scheiße, wo wir letzte Folge gerannt sind, literally zurückrennen, weil ihr Wichser davon ausgeht, dass ich ein Flug-Pokémon habe. Ich hasse euch so sehr. Das ist voll die Diskriminierung gegenüber meiner Gift-Pokémon. Ich bin immer noch überlegen, ob es ein Gift-Flug-Pokémon gibt. Und ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Also ich tendiere immer nur zu Nein, aber irgendwie habe ich im Hintergrund das Gefühl, dass irgendwann müsste es lernen. Ich bin ganz diese Käferflug-Pokémon, so Spibor und Svetbo und Omot und so, die lernen das. Die Kinder zwar fliegen, aber die lernen nicht fliegen. Da bin ich mir relativ sicher.
Also das triggert mich immer noch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt sind wir bei 29 Minuten, fast 30 Minuten. Ein bisschen Resident Sleeper Gameplay dürfte euch die Folge geben, ein bisschen Resident Sleeper Gameplay am Anfang der nächsten Folge wahrscheinlich, dann teilen wir das mal ein bisschen auf, damit es für euch nicht gar so ultra Resident Sleeper Gameplay wird. Oder vielleicht machen wir sogar Überlänge und auch praktisch, bis wir da hinkommen. So entscheide ich on the go, so wie man so schön sagt. Weil ich mittlerweile sagen muss, seit ich einen Herr Jäger in VWL habe und der die ganze Zeit seine englischen Wörter reinschmeißt, denke ich mir immer, Alter, wie cringe ist das denn bitte? Nimm halt einfach die deutschen Wörter, du Sporst. Deswegen sage ich jetzt nicht mehr on the go, sondern sage auf dem Weg. Niemals werde ich uns so ein Pokémon angreifen, ich meine, viel zu cool wird es. Scheiße. Schau, war cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. War richtig geil gewesen. Aber der Top-Schutz rentiert sich halt tatsächlich, glaube ich, einfach. Also auch bei dem ganzen Jeep, was wir haben, glaube ich, rentiert sich halt der Top-Schutz. Weil das ist es halt. Erst Sandsturm und Bedrohung. Oh, lass mich einfach hier raus. Ich bin im Kira Pendra, lass mich hier raus, oder wie? Ja, wir müssen jetzt praktisch nur gegen Norden. Erst einmal. Dann eine Zeit lang gegen Westen. Also jetzt dann gleich auf Route 5. Ja, mittlerweile kennen die Routen sogar fast auswendig. Route 5 haben wir jetzt als nächstes. Dann geht's über diese Pfeilbrücke nach mal, nicht Himmelspfeilbrücke, oder? So heißt die nicht. Die heißt anders. Wie heißt denn die? Maria Zugbrücke, genau. Wenn wir über die drüber. Hau ab, Blondine. Dann, wenn wir über Maria Zug... Hau ab, Teenager. Wenn wir über die Maria Zugbrücke drüber. Dann haben wir Maria City. Exaktement. Dann haben wir wieder nach links. Die Route weiß ich nicht, wie es heißt, aber dann nehmen wir jetzt auch einen Superschutz, einen Topschutz her. Oh, warum beißt mir einfach so in der Nase? Das ist halt so schlimm, die ganze Zeit so einen Niesreiz zu haben, aber nicht niesen zu können. Ja, geht auch relativ schnell mit einem Topschutz, ne? Oh Gott, Elektrolythöhle. Oh Gott. Und jetzt müssen wir in Wendelberg und Elektrolythöhle relativ normal durchfahren. Weil wir uns das nicht leisten, wenn wir nicht wieder einfach Resident Sleeper Gameplay mäßig durch können. Weil wir hier nicht drüber können. Oh, bruh. Das ist ein Bra-Moment. Das ist schon ein Bra-Moment. Na, da ist es nicht drüber gegangen. Da ist es runter. Da ist doch die Brücke mit dem Finstrio jetzt, oder? Ja, genau. Dann haben wir gar nicht so weit weg. Schnauze jetzt, verpiss dich. Ist da rüber gegangen? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Ich geh halt weg. Oh, hau ab. Ja, ich schau, dass ich uns noch in der Folge vielleicht sogar rüberbringe. Ich hab natürlich... Hier kann man natürlich jetzt auch ein bisschen scheiße sein. Als ob wir sind einen Schritt gegangen. Wir sind einen Schritt gegangen und es kommt einfach ein wildes Pokémon. Holy Jesus, das ist never lucky, Rubber Ducky. WhatsApp Voltula war auch für Käfer gut gewesen. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte Käfer spielen sollen. Das war geil geworden. Gibt viel Käfer-Pokémon in der 6. Gen. Kommt mal gerade. Ich hoffe, dass da rausgeht. Ich habe leider keine Ahnung mehr. Alles, was ich jetzt laufe, ist absolut blind. Wie man sehen kann. Ich hoffe einfach bloß, dass ich jetzt dann gleich rauskomme. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Oh, cringe. Oh. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht da beenden, weil
Ich bin nicht der klassische Typ, ich wenn irgendwo beende und spiele wieder eine Woche nicht. Und dann habe ich wieder keine Ahnung mehr, wo es irgendwo hingeht. Das war jetzt deutlich einfacher, als ich das erwartet habe, mal zugeben. Ah, so habe ich da nicht durchkommen. Ja, Topshots und wir interessieren uns nicht für so einen Schmarrn. Uns interessiert nur der, wie Frankreich, der geringste Widerstand. Der Weg des geringsten Widerstands, der interessiert uns. So, nur mal ein Topschutz, zack. Bin ich froh, dass man da mittlerweile in die Dinger auch ein Ding benutzen kann. Also in die Höhlen auch ein Fahrrad. Ganz am Anfang war das nämlich tatsächlich so. Im Kraterberg zum Beispiel in Sinnoh kann ich mich da gut daran erinnern. Also ich kann den immer bloß wieder als Negativbeispiel hernehmen. Verpiss dich. Dass halt einfach damals es nicht möglich war, Fahrräder in Höhlen zu benutzen. Ihr müsst euch das halt vorstellen, wie Resident Sleeper Gameplay das war. Da glaube ich haben wir jetzt falsch... Nein, doch nicht, haben wir doch nicht. Übrigens, für euch zur Info wieder, ihr wenn ihr einen Topschutz benutzt und lauft in so einen Rotomorph rein, der greift euch trotzdem an. Das übergeht einfach einen Topschutz. Also wenn ihr ins wackelnde Gebüsch lauft, ist genauso. Übergeht einen Topschutz. Also ist jetzt alles gerade ein bisschen so aus dem Gedächtnis, so Halbgedächtnis, ne, wo wir da überall hin müssen. Da nicht, erst in den zweiten. Alter, Vollpfosten, erstmal 6. Verdammt. Doch einen ersten. Oh, verdammt. Verdammt. Geht's da oben? Oh, doch an den Karateka erinnert ich mich. Hau ab. Für euch übrigens auch nochmal alle, ich mache Judo. Leute, die Judo machen, heißen Judoka, Leute, die Karate machen, heißen Karateka. K ist praktisch so der Ausführende in dem Fall. Ich kenne aber tatsächlich das Kanji dazu nicht oder so. Also das ist einfach bloß so eine Bezeichnungsart. Ich weiß nicht, ob das so, wie man da dazu sagt. Also ob das ein Kanji überhaupt hat. Das heißt einfach Karateka und Judoka. So wie Judo-Gi und Karate-Gi. Gi heißt in dem Fall halt Anzug. Das weiß ich tatsächlich. Ja, und da laufen wir nach Rotomorph rein. Cringe. Boden war auch cool, wenn wir gekriegt Branavat, Roto, also Stallobor, Ravigator. Was haben wir noch bekommen? Okay, da geht schon mal nicht weiter. Was haben wir noch bekommen? Boden. Boah, gute Frage, ne? Alter, jetzt lass mich doch raus. Alter, das ist schon ein bisschen cringe, bestimmt auch zum Zuschauen. Alter, jetzt ist gerade aber ein bisschen extrem. So, auf geht's weiter. Alter, wir müssen 10 Schutz durchlassen in der Zeit, wo wir da sind. Oh, mit dem Maus ist die ganze Zeit im Bild, sorry. Sagt's halt was. Alter. Weiter geht's zur Dachensteige. So, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wenn nach Nevayo City, weiß es nicht. Adressbuch, genauso sehe ich aus. Nach rechts. Okay. Ja, jetzt machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir schon 38 Minuten. Huiuiui, 39 Minuten fast. Haben wir schon fast eine Überlänge hier. Hauptsache noch meinen Topschutz reingeschmissen. Ich Arschloch. Okay, da geht's nicht weiter. Ah, da schaut's aus. Dann stellen wir uns da her. Gut, also dann an der Stelle danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich war der Max, ich bin im Spiel fürs Mr. Team. Wir suchen noch Sponsoren, wir suchen auch Frau Nagant. Für euch, Servus.